Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Es ist wieder mal Warlex-Zeit. Und da ist nicht nur der Corby dabei, das bin ja ich, sondern es ist immer mindestens noch eine zweite Person dabei. Und zwar ist es heute wer wird's wohl sein? Wer meldet sich? Wer sagt was? Ich bin dabei, ich mag sein. Mike, hi, servus. Servus und habe Ehre beieinander da draußen und servus Corby, schön, dass ich dabei sein darf wieder. Ja, du, mir gefällt das auch. Wir sind dieses Mal zu zweit. Das dynamische Duo, die drei lustigen zwei. Ja, richtig. Ich glaube, der Kani fliegt gerade nur zurück vom Geburtstag vom Donald Trump. Da hat er ja in diesen Käfigkämpfen ordentlich Gas gegeben und hat da den anderen eine auf die 12 gegeben. Wir haben es natürlich nicht mitverfolgt. Weil, Mike, du wirst ja voll im WM-Fieber sein, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Spiel gesehen. Wie viel haben wir? Recht viel mehr schon gehabt? Weiß nicht. Also du siehst einmal, dass ich mich nicht auskenne. Ich schaue hin und wieder mal so ein Spiel, weil bei Magenta steht's dann da und dann, ja gut, das Spiel Deutschland gegen ein Land, das ich nicht aussprechen kann. Hey, schalt dir mal her. Und dann geht's gleich 7-1 aus. Das war ja Wahnsinn. Ja, okay, also es gibt mittlerweile schon deutlich mehr Spiele, aber halt nicht mit Deutschland. Ja, genau. Bist du da voll drin, oder was? Nein, null, gar nicht. Also okay. ich genieße die Zeit, weil meine Frau schaut tatsächlich diese Spiele an. Und ich kann halt dann jetzt anschauen, was ich will. Cool. Ich kann zocken, ich kann Dinge heizen für die Warlex. Und da habe ich jetzt vorhin gerätselt, was wir jetzt eigentlich für einen Monat besprechen. Ich glaube, es ist nämlich der Mai und so halbert jetzt der Juni. Ja. Wir sind super spät dran. Wir haben ja momentan das mit der Warlex ein bisschen schleifen lassen. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich an der letzten regulären Folge gemerkt, die ihr alleine aufgenommen habt, dass das schon jetzt schwierig war. Wir haben technische Probleme gehabt. Wir haben für John Carpenters Vampire ja 3 Anläufe braucht. Und daher, ihr müsst uns das ein bisschen verzeihen. Aber jetzt haben wir da und wir haben ein volles Paket dabei an Warlex und Balex. Und Mike, du darfst natürlich beginnen. Also eins für meine Warlex ist einmal deine Solo-Folge. Warum? Ja, die hat mir sehr gut gefallen. Vor allem diesen Film, ich hab den irgendwie auf der Uhr gehabt, aber nur immer so beim Scrollen irgendwie. Und ich habe schon mal, wir haben glaube ich schon mal über das geredet oder ich habe schon mal irgendwas gehört. Durch die, glaube ich. Ich glaube nur durch die. Und ich bin jetzt wirklich heiß auf das Ding. Also ich werde mir den demnächst irgendwie schauen, dass ich den organisiere. Aber ich fand das cool, wie du das gemacht hast. Das hat mir gefallen. Kennst du das, wenn man Referat hält und so das Hirn ausschaltet? Und man nur noch redet. und man nur noch redet und man hört sie dann von weiter hinten selber so zu und denkt sich, boah, krass, was redet denn der da? War das bei dir so, oder wie? So irgendwie gefühlt, ja. Also okay. man muss dazu sagen, ich habe mir da tatsächlich so eine Art Referat vorbereitet. Also ich habe Folien Man hat gespannt, du hast das sehr gut vorbereitet. Ja. Ja. Wenn man dann dachte, boah, das könnte jetzt natürlich stundenlang aufnehmen und dann so herschneiden, wie ich das brauche. Ja. Aber na, tatsächlich, das ist so, wie wenn jetzt wir zwei miteinander aufnehmen. Cool. Am Stück. Na, Respekt. Machen wir gleich das Warleck, was wir uns teilen. Also für mich ist ein Warleck. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Und zwar haben wir von Tiberius einen Screener bekommen von Dolly, der in den Kinos gestartet ist. Und wir haben freundlicherweise vorab den sehen dürfen. Aber wie du gesagt, mit unserer Warlex, mit der Verzögerung, haben wir jetzt ein bisschen spät dran. Wer uns bei Instagram folgt, der hat schon mal ein Reel gesehen, wo ich ein bisschen was über den Film verzeihe, dass er mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Corby, wie schaut's denn bei dir aus? Dolly, war das dein Film? Ja, also ich habe ihm 2 Sterne von 5 gegeben bei Letterboxd. Okay. Heißt jetzt aber nicht unbedingt was. Also er macht schon Spaß, wenn man das Hirn ausschaltet. Also ich glaube, wenn man so
nette Filmenacht hat mit ein paar Bierchen und ein paar Kumpels, dann macht das Ding wahnsinnig viel Spaß. Was halt richtig geil ist, ist dieser 70er-Jahre-Look, der ja wirklich brutal nach Texas Chainsaw Massacre ausschaut. Ja. Das 16 mm tut einem unglaublich gut. Schon nach die ersten paar Sekunden haben wir gedacht, leck mich am Arsch, das ist ja wirklich so ein altes Ding da, was wir mir da anschauen. Das ist ja brutal. War echt toll, ja, schließe ich mich an. Aber ich möchte mich hier an der Stelle herzlich bei Tiberius bedanken. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir mal gedacht, eventuell ist das so ein Fake-Verarscht-Trailer, weil so gruselig wie die Zitate, die dann in dem Trailer drin waren, war das Ding jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich zufrieden gewesen wäre, wenn ich mal den im Kino angeschaut hätte. Okay. So Heimkino, ja, definitiv. Wie schon gesagt, das ist ganz nett. Aber ob das Ding jetzt unbedingt eine Kinoauswertung braucht hätte, ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, dass es im Kino schon geil gekommen, weil die 16 mm könnte man schon geil vorstellen. Mit der Schaufel des Todes. Ich fand es cool, weil das einfach mal wieder so ein richtiger, ganz normaler Slasher war. Ohne irgendeine Metaebene oder irgendwas. Es war einfach nur ein rotziger Slasher. Der wollte nichts Großartiges aussagen. Das war einfach nur Wald, Killer, Opfer, gib ihm. Das war's. Stumpf, aber ich fand mega unterhaltsam. Der hat gewusst, wie lange das er dauern darf. 80 Minuten oder gute 80 Minuten, was er dauert. Langt einwandfrei. Wir haben ein paar richtig coole, blutige Kills dabei, die, ja, da wo man oftmals der Kiefer runtergehängt ist. War schon ziemlich grob. Man hat den Stiffmeister wieder mitgesehen aus American Pie, den mit dem Ja, ich überhaupt und nicht Geleck gerechnet. schaut der nur jung aus. Voll. Also krass. Da Voll. ist ja keine Zeit vergangen. Irre. Ja. Und er ist auch noch ziemlich zäh in dem Film. Also er muss einiges über sich ergehen lassen. Also war nicht von schlechten Eltern. Wie gesagt, Atmosphäre top. Top ist eine von denen, wo die absoluten Verkaufspunkte von dem Film hat mir echt super gefallen. Und über ein paar so Problemchen, die er hat, habe ich da super hinwegschauen können. Weil wenn die Atmosphäre schon mal passt, dann ist mir die Geschichte eigentlich scheißegal. Und wie gesagt, das war wieder mal so richtig so ein stumpfer Slasher, der halt auch trotzdem noch, finde ich, total unterhaltsam war. Und auch dieser Killer, oder die Killerin, die wird ja gespielt von der Max Lindsay. Und die Max Lindsay hat ja noch einen Beinamen, Max the Impaler. Und die googelt's einmal, das ist ein richtiges Vieh. Die ist ja Wahnsinn. Also die nimmt einen und bricht ihn von der Mitte auseinander und zerreibt ihn zu irgendeinem Pulver und dann ist der weg. Also das ist ein richtiger Koloss. Und das bringt sie dann in ihrer Rolle als Dolly ziemlich cool um. Also ich mag das sowieso immer, wenn irgendwelche Wrestler dann irgendwelche Slasher spielen, wie der Kane bei See No Evil oder so. Mag ich. Vielleicht erklär mal ganz kurz, um was es in dem Film geht. Okay. Okay, du verrückter Typ. Komm ich dann erzähl. Um was geht's in Dolly? Es geht um die Macy, die eben mit ihrem Macker in die Berge zum Wandern fährt und in diesem Wald, wo die halt dann da unterwegs ist diese monströse Gestalt, die sie dann entführt und sie aufziehen möchte wie ihr eigenes Kind. Diese Gestalt hat dann auch noch eine gruselige Puppenmaske auf und ja, hat eine Schaufel. Und mit der Schaufel meuchelt sie durch diesen Film. Ja, da wird ordentlich geschaufelt. Ja. Und also, Kim, das ist schon dämlich. Was? Also, wie? Die Schaufel als Mordwerkzeug. Ja, also, wie dumm ist denn das? Warum? Ich hab mir das schon öfter gedacht, dass er ein Spaten, allein schon, mit dem kannst du zuhauen, zustecher. Also, wenn die jetzt verkehrt. nicht in irgendeiner Szene, die ich vielleicht verpasst habe, da gestanden ist und diese Schaufel geschliffen hat, so dass das wirklich schwertähnlich funktioniert, dann sind manche Szenen und auch eine ganz spezielle Szene, ist es so dumm, dass ich mir gedacht habe, ach, Kim, hau halt ab. Ich weiß nicht, Corby. Es ist ja so ein Bracki und mit der Schaufel, da machst du vielleicht schon Sachen. Okay. Das ist aber auch was für die Mythbusters. Also ich fand's jetzt nicht dumm. Ich hab mir schon gedacht, ja, Falli, sowas abstimmen und Ding, das haut schon hin. Hätte ich mir jetzt schon gedacht. Na gut, also ich meine, Hauptsache,
Er hat dir gefallen. Ja, muss ich schon sagen. Irgendwo zwischen The Texas Chainsaw Massacre und Ghostland von Pascal Logier, irgendwo da dazwischen ist Dolly. Ja, für Freunde des Slashers kann auch ich den empfehlen. Also da kann man ja definitiv mal reinschauen. Die werden da ihre Freude haben. Und ihr haben halt so ein Stück weit verglichen mit dem Winnie Pooh Honey im Blood und dagegen Blood and Honey. Gesundheit. Gesundheit. Und da muss man halt schon sagen, da ist er im Gegensatz dazu natürlich ein Meisterwerk. Wer seine Slasher gern stumpf hat, der ist bei Dolly auf alle Fälle gut aufgekommen. Ja, richtig. Corby, wie schaut's bei dir aus? Hast du irgendwas Cooles gehabt? Ja, wo wir beim Morden sind, machen wir doch gleich mal mit dem passenden nächsten Warleck weiter. Und zwar... Los mir raten, du darfst achtsam morden, oder? Ah, ja, genau. Oh. Also, es ist die zweite Staffel rausgekommen. Yeah! Und unser Lieblingsanwalt, der Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling, ist wieder da. Und er muss dieses Mal nicht nur Achtsamkeit lernen, sondern er muss seine innere Mitte jetzt teilen mit seinem inneren Kind. Und das innere Kind muss morden oder will achtsam morden. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt ja gar nicht nur mehr ausholen, um was es sonst in der Staffel geht. Man kann es uneingeschränkt empfehlen. Wer die erste Staffel gemacht hat, der wird von der zweiten noch weiter begeistert sein. Ich habe das zweite Buch damals auch verschlungen und war begeistert und muss sagen, so cool umgesetzt. Es macht so viel Spaß. Ich möchte mehr davon und wir werden dann mehr davon bekommen. Die dritte Staffel ist mittlerweile offiziell angekündigt, ist bestätigt. Und Mike, hast du auch schon reinschauen können? Leider nicht. Ich bin momentan mit 2 Serien beschäftigt. Und zwar mit The Burrows auf Netflix. Das ist Stranger Things mit all die Leute. Und jetzt ganz neu auf Apple TV Plus Widow's Bay. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir das jetzt dann durch haben, dann schauen wir beim achtsamen Morden zu. Dann muss ich da zumindest schon mal was verraten, weil sonst vergesse ich das wieder und das wäre sehr schade. Ja. Und zwar, wenn du dir das Ding anschaust, dann musst du auf die neuen Charaktere mal ganz genau achten. Wir werden da nämlich einen, für uns zumindest alten Bekannten wiedersehen, und zwar den Frederik von Lüttichau. Okay. So, jetzt gebe ich dir ein paar Sekunden, wo du nachdenken kannst, wer das gleich nochmal war. Den haben wir jetzt bestimmt in irgendeinem Film im Hardline schon mal gesehen, oder? Ja, richtig. Und zwar in einem, der dir sehr gut gefallen hat. War der in Dawn Breaks Behind the Eyes? Ja, richtig. Na, aber dann weiß ich weiß auf alle Fälle jetzt, wen du meinst. Ja, also wir haben den damals in Dawn Breaks Behind the Eyes gesehen. Er war im Hardline vor Ort, also deswegen kennen wir den guten Frederik auch persönlich. Cool. Ich habe den gesehen, also hier wieder, ihr könnt es bei Frau fragen, ob das wirklich so war, und habe ganz geschehen, ach geleckt, das ist er doch. Und sie hat nicht verstanden, was ich gemeint habe, weil, woher soll man das ja wissen? Und jedes Mal, wenn er da war, habe ich dann vergessen, weil die Folge ja so spannend war, dass ich dann die Credits mir anschaue, um mir bestätigen zu lassen, dass er das ist, weil auch wenn's Internet wahnsinnig toll ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mal Achtsam Morden Staffel 2 hochgeschaut habe, war das jetzt noch nicht so gelistet. Okay. Und mittlerweile habe ich aber die Bestätigung, er ist es, Freunde. Und er spielt zusammen mit dem Tom Schilling und es macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr schön. Freut mich, wenn du Spaß hast. Ja, also ich gehe auch sehr stark davon aus, dass du auch deinen Spaß haben wirst. Ich meine, du hast ja damals auch gesagt, dass die erste Staffel... Hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Und wenn es so weitergeht, schön, mag ich. Sehr schön. Wie schaut's bei dir aus? Was hast du nur dabei? Jetzt wird es ein wenig kontrovers. Ich hab den Film Return to Silent Hill gesehen. Du noch nicht, oder? Nein, ich habe nur in die Nippelverhärte über den Trailer geschimpft und dann habt ihr mich wüst beschimpft. Ich habe aber auch über was hab ich geschimpft, den Nippelverhärter, und war dann begeistert. Ja, über der Mami, genau, da habe ich geschimpft. Aber manchmal gibt es so Filme, die ein dermaßen negatives Echo hervorrufen, dass ich neugierig werde. Wenn ein Film so dermaßen gehatet wird teilweise und so krass, durchgetrimmt wird, wie so eine Sau durchs Dorf, dann mag ich das singen. Und
durch das, dass ich kein Gamer bin oder nicht mehr und von Silent Hill nur den ersten Teil gespielt habe und den zweiten eben nicht, auf dem Return to Silent Hill basiert. Also Return to Silent Hill sollte eine Verfilmung sein von Silent Hill 2. Wie gesagt, ich habe keine Vergleichswerte zum Spiel und so als Horrorfilm fand ich den nicht so übel wie alle Dorn. Also so mit schlechtester Film und was weiß ich. Ja, kann ich mir leider nicht anschließen. Also, wie gesagt, jetzt rein als Genrefilm betrachtet, für das, was er ein Budget gehabt hat, er hat ja, ich glaube, 40 Millionen war angesetzt und ist dann während der Produktion auf 20 gekürzt worden. Das ist für einen Film in der Art und mit der Häufigkeit an Effekte, praktisch als auch digital, ist das schon Wahnsinn. Also für 20 Millionen kriegst du nicht einmal das Catering für Avengers Doomsday wahrscheinlich. Was? Wieso haben die denn das dann gekürzt? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich habe auch dieses Making-of dann als ein Feature angeschaut, da wird das natürlich nicht besprochen, da wird nicht gesagt, hey, ja, das Studio ist Arsch, das macht Mist und dann kommt am Schluss ein Mistfilm raus. Aber an ein paar Stellen kennst das, finde ich auch, dass das Geld rar war, weil es gibt ein paar so, ja, vielleicht einmal so ein Bart, der ziemlich digital, nicht digital ausschaut, der schaut einfach nicht so authentisch aus. Und es gibt ein paar CGI-Geschichten, die nicht so überzeugend sind, aber die sind Kleinigkeiten. Also der Look an sich ist total künstlich, wo es aber, finde ich, diesen ganzen Videogame-Verfilmungscharakter recht gut widerspiegelt. Also ich habe mich da jetzt nicht drauf gestört. Und ich habe dann ein paar Bildvergleiche gesehen vom Spiel zum Film und da haben wirklich ein paar Einstellungen, Kamerawinkel und so, sind 1:1. Ich fand das Kreaturendesign fand ich mega cool, auch wie es umgesetzt worden sind. Kannte mich jetzt nicht so groß drum stören. Also, er hat ein paar, ist er sehr, sehr, sehr verwirrend teilweise und Ding. Also, er arbeitet brutal viel mit Bildsprache und am Schluss kommt dann dieser große, Twist mag ich nicht sagen, aber so ein Reveal, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt deswegen, der ganze Film ist oder passiert wegen dieser Aufarbeitung von bestimmten Ereignissen in der Vergangenheit und so, fand ich schon interessant. Und er ist auch durch das, dass er so viel Set-Pieces hat und so, so viele verschiedene, ja, so Action-Parts mit drin hat und dann auch die Atmosphäre dazu, fand ich das schon unterhaltsam. Es ist jetzt wirklich nicht der Film, wo ich sage, der kommt jetzt unter meine Top 10 des Jahres, um Himmels Willen. Er hat seine Problemchen, wie gesagt, aber man kann den so als Genrefilm oder so, wenn jetzt einer sagt, hey, so ein Horrorfilm für zwischendurch, kann man echt machen. Also dieser ganze Hass, den der Film erfahren hat, der, glaube ich, ganz viel von den Gamer gekommen ist, die wahrscheinlich auch zu Recht etwas anderes erwartet haben, wenn diese Silent Hill 2, also der heilige Gral sei soll unter die Survival-Horror-Spiele und der teilweise kultisch verehrt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dort Leute sagen, ja, was wollt ihr jetzt mit dem? Aber rein von der filmischen Sicht her, als Horrorfilm kann ich den empfehlen. Also mir hat das gefallen. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nur die... Na, nicht nur, aber ich glaube, Faye. Also ich glaube, das ist Faye. Sie vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, durch das, dass dieses Spiel einer so viel bedeutet und dann das dabei rausgekommen ist, kann ich mir dann schon vorstellen. Vor allem, jetzt, ich brauche ja noch nie sehen, also Masters of the Universe, wenn jetzt das nicht das gewesen wäre, was mir ich darunter vorstelle, oder wenn die so viel geändert hätten im Vergleich zu der Serie oder zu den Spielfiguren oder zu den Comics oder so, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch brutal aufgeregt und hätte den Film nicht 4,5 Sterne gegeben. Aber jetzt in dem Fall habe ich keinen Bezugspunkt. Deswegen gelten für mich manche Kritikpunkte, die andere haben nicht. Okay. Und, du warst zwar ziemlich erleichtert, dass ich den noch nicht gesehen habe, aber tatsächlich, ich würde schon gern reinschauen. Und dazu möchte ich zumindest kurz die Anekdote erwähnen, weil sonst ist der Kani höchstwahrscheinlich äußerst sauer, wenn er sich das anhört und sich denkt, wieso hält keiner dagegen? Dass der Kani mich ausdrücklich davor gewarnt hat, mir diesen Film anzuschauen. Ja, eher. Also Kani ist überhaupt nicht begeistert, wobei wir wissen es manchmal ja nicht ganz genau. Es kann ja sein, dass er uns verarscht hat und jetzt hätte er hier mit dir was Positives gesagt, aber er war schon sehr unverschämt. Also die Worte wollen wir jetzt hier natürlich nicht wiedergeben. Ja, wie gesagt, ich kann nicht, was heißt wiedergeben? Sein Kritikpunkt war ja, dass er sagt, er gefällt ihm optisch nicht. Aber ich gesagt, das ist halt auch wieder Geschmackssache.
hat er aufgesagt und hat Surfer gefressen. Verstehst? Das ist halt, wie gesagt, das Künstliche an dem Film fand halt ich wieder so die Videospiel-umsetzungstechnisch nicht so verkehrt. Und ihm hat halt das nicht gefallen. Also wie gesagt, diese Rechtmacher kannst du das ja überhaupt gar keinem. Und wie gesagt, wenn da einer Kritikpunkte hat an dem Film, kann ich verstehen, aber den Hass verstehe ich nicht. Okay, also wenn du das sagst, also er hat geschrieben, Warleck, na Moment, Corby, Kauf und Leih, ja, nirgends Silent Hill, der ist so schier, den mag ich nicht mal im Regal haben, den gib ich da. Das ist ja cool. Also ich krieg den umsonst. Ja, siehst du das? Ah, okay. Und schaust dann an und dann wirst feststellen, dass das alles nicht so schlimm ist, wie er Genau, sagt. das hast du dann Aber wenn man halt einen Filmgeschmack hat, wie 5 Meter Feldweg, was soll man denn da noch sagen? Kann ich lieb die. Aber leider bist du nicht da, jetzt kannst du nicht dagegenhalten, das ist ja, so blöd. niemand hilft dir. Solltet ihr jetzt gerade hier im Hintergrund Regen hören, wir nehmen bei jeglichem Wetter für euch auf. Ja, und ich stehe gerade im Freier, deswegen hört man es so. Aber passend zum Regen vielleicht, da kann ich mich den Seelenzustand von mir mal wiedergeben. Am 29. Mai 2026 ist das letzte Studioalbum der Toten Hosen erschienen. Trink aus, wir müssen gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf gar keinen Fall reingehört hast, weil das einfach nicht deine Musik ist. Überhaupt Genau, nicht. deswegen spar dir einfach jeglichen Kommentar. Ich höre einfach zu, Corby. Ja. Ich höre einfach zu und ich freue mich, wenn du Spaß hast bei der Scheibe. Habe ich ja gehabt. Das ist meiner Meinung nach schon eher ein Album für die Fans, weil es gibt sehr, sehr viele Referenzen von den letzten über 40 Jahren und es ist schon ein, in meinen Augen, der bekennender Toten Hosen-Fan ist, ein würdiger, auch trauriger Abschied. Also die Kollegen, die seit 1982 unterwegs sind, haben selbst beschlossen, sie setzen sich das Ende und nicht dadurch, dass irgendwie einer stirbt, sondern es ist halt dann einfach einmal gut und haben deswegen gesagt, so, das Album ist jetzt das letzte. Es heißt nicht, dass sie deswegen dann komplett getrennt sind. Also ich gehe mal davon aus, dass die Show nach wie vor halt dann ab und zu mal ein paar Konzerte noch geben. Aber das wird jetzt auch die letzte große Tour werden. Daher umso schöner, dass die halt dann auch gleich noch ein Bonusalbum mit rausgebracht haben. Mit über 25 Covern, mit Gastmusikern mit dazu. Unter anderem Feine Sahne Fischfilet, Materia, aber auch ein Haufen ältere Punks und Rocker, die die letzten Jahre mit die Toten Hosen verbracht haben. Petro auch. Es kann sein. Also ich habe da tatsächlich jetzt das Bonusalbum auch noch nicht so oft rauf und runter gehört. Aber vielleicht einfach mal in Spotify schauen, wer denn da sonst so mit dabei ist. Was in der Vorankündigung schon ein riesen Kritikpunkt war und ich mir tatsächlich da auch ein Stück weit drüber geärgert habe, war, dass nichts von den Ärzten zu lesen war. Also die haben halt schon vorher angekündigt, mit welchen Bands sie diese Cover gemacht haben. Und ich habe mir dann auch gedacht, ey, ihr könnt's doch jetzt nicht ohne Scheiß gehen. Es gab jahrelang dieses Gerücht, dass ihr euch mit den Ärzten irgendwie zofft und in Wirklichkeit mögen die sie ja auch. Und dann kommt nichts drauf raus. Und als das Album veröffentlicht worden ist, war ich gerade in London. Ich sitze in der U-Bahn und habe mir gedacht, so, jetzt hey, einfach mal schon mal in das Album rein. Und habe dann festgestellt, in dem ersten Song singt gar nicht der Campino, sondern der Fahre in Urlaub. Und es ist so eine geile Hommage und es war dann ein bisschen peinlich, aber ich bin dann in dieser U-Bahn drin gesessen und habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Was? Okay. Ja. Deswegen hast jetzt du als Video die Kamera ausgeschaltet, dass ich dich nicht sehe, dass du warnst, wenn du das Ich verzeihst, habe mittlerweile keine Tränen mehr. So viel und so oft habe ich das Album jetzt schon gehört. Auszuzeln. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch Mitte 30 immer wieder in diese Phase reinkomme, dass ich, sobald wieder ein neues Toten Hosen Album draußen ist, wochenlang nichts anderes mehr höre, mir wieder Konzerte anschaue von denen und ich freue mich ja schon tierisch jetzt auf die kommenden Konzerte. Auf was für ein Konzert bist du? Ich bin in Hamburg im August und nächstes Jahr dann nur in Nürnberg. Und wie schon gesagt, es ist irgendwie total schön, dass sie tatsächlich das
wahr gemacht haben, dass sie sich irgendwann selber das Ende setzen. Und andererseits ist natürlich einfach traurig. Also für mich ist es eine der prägendsten und großartigsten Bands, die es überhaupt gibt. Ich verstehe es, wenn da nicht jeder das versteht und auch wenn der Campino an ganz vielen Stellen einfach furchtbar arrogant rüberkommt, aber so ist er halt einfach. Ich meine, es gibt da den einen oder anderen arroganten Menschen bei uns im Podcast und ich mag ihn trotzdem. Ja, klar, Seppi, ich mein die. Dieser Seppi, dieser hochnäsige Pin. Ja. Aber ich würde mich geißeln, wenn ich nicht darüber reden würde und das ist für mich wirklich ein Leck. Also richtig tolles Album, schöner Abschluss von dieser Reise, die Toten Hosen da gemacht haben und ja, trink aus, wir müssen gehen. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht, wenn man das Album auch nur so nennt. Okay. Ja, das gefreut mich, wenn du Tränen in den Augen, wenn du Spaß hast. Das gefreut mich auf alle Fälle. Ja, schön. Also meine Rolex ist noch, ich habe mit dem Kanen-Ausflug gemacht und zwar haben wir eingeladen worden zur Präsentation vom Ultimate Studio im Cineplex Waldkraiburg und das war toll. Also ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken. War ein total cooles Event mit Speis und Trank und ein Haufen Cosplayer mit am Start, mit coole Foto-Ops und rumfahrende Druiden und ja, also die Präsentation von diesem Ultimate Studio, da haben wir dann quasi 3 Filmschnipsel schauen dürfen von Top Gun Maverick, von Dune 2 und von Star is Born. Und das war schon stark. Also dann auf so diese 4D-Sitze quasi. Ich bin kein Top Gun-Fan und ich werde mir den Film auch nie ganz anschauen. Aber mit diesen Sitze, mit diesen Düsenjets, wenn die starten, wie der Sitz da mitmacht, wie der zurückreißt oder wie der im Sturzflug so mitgeht, dass du schon fast meinst, du rutscht gleich von diesem Stuhl runter oder wie der nach rechts und nach links fährt und so, war echt stark, eine echt starke Präsentation und echt Respekt, wo sie die Leute da vor Ort Arbeit gemacht haben für dieses Event. Hat total Spaß gemacht. Wir haben dann, wie gesagt, auch dann sehr gut gegessen. Vorab ein riesig langes Buffet, 10 Meter Buffet, da hätten wir uns tot fressen können. Und daneben haben wir noch The Mandalorian und Grogu in 3D schauen dürfen. Und das war ein rundum gelungener Abend. Also nochmal vielen Dank und Respekt, war cool und schaut euch dieses Ultimate Studio mal an. Bild und Ton, Perfektion, sage ich da gerade. Und jetzt habe ich noch etwas filmtechnisch, das nicht ganz so cool war. Ich habe mir eigentlich gedacht, so von der Prämisse her und vom Trailer, der Film kann eigentlich fast nichts verkehrt machen und macht eigentlich verdammt viel verkehrt. Und zwar war das Dead of Winter. Ein eisiger Thriller mit der Emma Thompson, unser Nanny McPhee in der Hauptrolle. Und da geht es um eine ältere Dame, die Asche vor ihrem Mann verstreuen möchte in dem eingefrorenen Bergsee, wo er immer so gern gefischt hat. Und sie trifft dann quasi ein bisschen naiv auf so eine Waldhütte, wo sie die Besitzer oder die Anwohner wegen seltsam verhalten und es stellt sich quasi heraus, dass eine junge Frau von denen gekidnappt worden ist und die wollen die quasi im Keller unter Verschluss halten, weil die noch was vorhaben mit der Frau. Das sage ich jetzt nicht, weil vielleicht schaut sich den Film doch noch jemand an, aber das Ganze ist sehr vorhersehbar. Wiederholen sie immer wieder, dieselben Szenen wiederholen sie immer wieder, dann wird der festgenommen, dann wird der gefesselt, dann kommt der wieder raus. Emma Thompson wie immer souverän, man nimmt ihr das ab, das passt, aber dann haben da Entscheidungen dabei, wenn der Killer dann oder die Person dann am Boden liegt und schon einen Schuss im Fuß hat und dann läuft aber die Emma Thompson an ihr vorbei, anstatt dass sie es nochmal so richtig zur Sau macht, wenn es schon hinkend am Boden liegt. Das sind so Sachen, das darf in einem Film halt einfach nicht mehr sein. Das ist doch ein Witz. Na, kann ich ja nicht empfehlen. Es war ein wenig ein Ärgernis. Auch das Finale war, war nix. Also bitte keine Empfehlung für Dead of Winter. Das war nix. Also kein cooler Thriller, eher so ein laues Lüftchen. Okay. Ja. Spielt der dann auch die ganze Zeit im Winter? Ja, der ist da, weiß ich nicht, in Kanada oder irgendwo, da ist quasi immer Winter. Und es wirkt fast so, wenn der Film in Echtzeit ablaufen hat, weil so dazwischen ist nicht viel. Und
Ja. Ja, es ist aber das dann ist eigentlich nur ein Tag. jetzt momentan nicht wirklich die passende Zeit, um da irgendwelche Winterfilme rauszubringen. Ja, da, wie ich geschaut habe, da hat es jetzt geregnet draußen und war echt kreislich, also das hat dann schon passt vom ganzen Ding. Also ich bin jetzt nicht bei 35 Grad schwitzend auf der Couch in meinem Suit gesessen. Das hat schon passt vom Setting, vom Umfeld her. Aber der Film selber hat leider nicht zünden können. Ui, okay. Ja. Ja, ich habe den leider nicht geschafft. Dafür war ich im Kino und habe aber was angeschaut, wo... Masters of the Universe! Warum nicht? Wolleck, jetzt... Hallo, jetzt beruhigt ja mal, okay? Wolleck. Wegen dir floppt der Film, komm, wegen dir. Ich habe meiner Frau gesagt, wir können uns entweder Masters of the Universe zusammen anschauen oder wir gehen in Nürnberg in die einzige Vorstellung, die hier in der Gegend irgendwo kommt, in Straubing. Ja, und dann gibt's eigentlich nur eine logische Entscheidung. Dann hat sie zu mir gesagt, in Masters of the Universe kann ich ja immer gehen, aber sie möchte in Nürnberg mit mir anschauen. Da kann ich ja immer gehen. Jetzt ist mir leider unsympathisch. Wahnsinn. Also wenn Nürnberg oder Masters of the Universe, ja Kruzifix. Wie war Masters of the Universe? Der war Wahnsinn. Okay. Möchtest du jetzt überhaupt groß drüber reden oder machst du da eher eigene Folge? Ich weiß nicht, weil der Seppi hat ihn jetzt auch gesehen. Bei dem habe ich gestern auf Nacht eine Sprachmail gekriegt, habe ich gerade noch das Bad putzt, habe ich kriege jetzt 3 Sprachnachrichten hintereinander, wo es heißt, Mike, war der geil. Und ich, hey, ja, super, habe ich am Seppi nicht zu viel versprochen, das hat dann schon passt. Aber ich darf natürlich schon über den gern schmerzen, aber das mache ich wahrscheinlich mit dem Seppi, weil der Seppi auch ein alter Masters-Fan ist. Und ich glaube, dass wir uns da eher dann so die Bälle ein bisschen zuspielen. Das ist super. Aber auf alle Fälle von meiner Seite kriegt der Film eine Empfehlung und ich finde es kacke, dass der so floppt an den Kinokassen, wo es aber Amazon mittlerweile scheißegal ist, weil die gesagt haben, hey, wir haben da so riesen Franchise Pläne und die ziehen wir weiter hier durch, weil was ist denn ein bisschen ein Verlust an die Kinokassen für Amazon, wenn es ja Streaming-Titel dann auch noch mit dazu ist und ich muss auch sagen, ich wollte mir jetzt ein Steelbook kaufen, das war ja schon wieder ausverkauft bei Plyon und so. Also der Film hat schon seine Fanbase und gefühlt ist das ganze Internet im Kino, nur anscheinend floppt er trotzdem. Aber ich schätze, dass der auch ganz viel Geld machen wird über Merch, über die Figuren und über das ganze Zeug und Spaceach. Also Spaceach meine ich jetzt die Plastikschwerter und Skeletor-Masken und so ein Zeug. Ja, ich darf es einfach gönnen und ich möchte da gerne eine Fortsetzung sehen, weil der Schluss lässt einiges offen. Und es ist wirklich ja so, was ich jetzt so sagen kann, abschließend zu dieser ganzen Masters-Geschichte. Mein Bub war mit dabei und wir haben mordsmäßig Spaß gehabt. Und er hat gesagt, Papa, das war super, dass wir den angeschaut haben. Sag ich, Jonas, wie schaut's aus? Schauen wir, nehmen wir ein Ding auf eine Podcast-Folge, dass ich die mit einspulen kann. Sagt er, ja. Dann sage ich, ja gut, dann üben wir einmal, sage ich, wie schaut's denn aus? Jetzt sage ich mal was und du musst ein bisschen was verzeihen. Dann sage ich, ja, und wie hat er dir gefallen und was war das Beste? Ja, mir hat er gefallen und der ganze Film war super. Dann sage ich, und was noch? Ja, nix mehr. Sag ich, gut, dann wird das nix mit dem Einspieler, weil da ein bisschen was verzeihen müsst das schon. Aber auf alle Fälle Happy End, Vater und Sohn Nachmittag hat funktioniert. Und es war noch sehr cool, weil im Kino wirklich lauter Herren zwischen 40 und 50 mit ihren Söhne und Mädels drin gesessen sind zwischen 8 und 12. Und das so eine geile Dynamik war, weil die Jungen haben schon rumgelaufen und haben Poster hinterher. Hey Papa, schau da hin, da ist der Battle Cat. Und hast schon gespannt, okay, die haben auch schon alle eingeweiht und so. Und die Alten, die wurden alle so aufgeregt waren, so wie ich auch. Weißt du, man wartet auf diesen Scheißfilm 37 Jahre. Und dann stehst du vor mir da und dann war lecker und bumm. Und nein, war wirklich ein befriedigender Kinonachmittag. War schön. Ja, schön. Schau. Das ist doch super. Ja. Das ist toll. Aber jetzt habe ich leider die von Nürnberg abgebracht. Ja, also so schnell ist es gegangen. Also bitte Nürnberg. ganz so befriedigend war es nicht, weil bevor ich über den Film rede, möchte ich nur kurz drüber reden, dass ich eigentlich relativ gut drauf war und dann eben mich mit meiner Frau ins Kino begeben habe und sie mir dann gedacht hat, sie erzählt mir jetzt noch schnell was und hat mir dann irgendeine Horrorgeschichte, also über Tiermisshandlung ich habe dann auch gegoogelt und habe dann festgestellt, fuck, das stimmt echt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort heißt, irgendwie
Pößnick oder so, keine Ahnung. Da hat ein Ehepaar einen Hund misshandelt über ein halbes Jahr lang und auf die grausamsten und furchtbarsten Methoden überhaupt. Und die war dann so schlecht drauf. Also, dass mir die Thematik in dem Film dann eigentlich schon fast wieder egal war. Mir ist schon klar. 6 Millionen Leute umzubringen ist viel schlimmer wie das mit dem Hund, aber es geht ums Prinzip, okay? Und dann saß sie in dem Kino und wie schon gesagt, war schlecht drauf. Neben mir saßen dann, solltet ihr zuhören, ihr seid Bauern, saßen neben mir 4 Bauern, für alle echten Bauern, das soll überhaupt nicht werten klingen, aber diese Arschlöcher haben sie die ganze Zeit nicht nur lautstark dann unterhalten und irgendwelche saudummen Sprüche dann daherbracht, sondern der dumme Wichser, der neben mir gesessen ist, hat's dann Corby, du bist da wirklich zornig. hat's auch nicht mal geschafft, sein scheiß Handy während des Films irgendwo wegzulegen. Er hat die ganze Zeit in Instagram irgendwelche Scheiße sich angeschaut und das nervt unglaublich. Und was mich noch mehr nervt ist, dass das Kino war dann tatsächlich voll. Also, es hat mich selber überrascht, aber vor uns war eine komplette Reihe Jugendlicher. Also hier, Hut ab, schön, dass ihr euch tatsächlich einen Sonntagnachmittag Zeit nehmt, um euch weiterzubilden. Finde ich cool. Und dann kam ein einzelner Typ rein und schaut die ganze Zeit so zu diesen Bauern und schaut er wieder auf sein Ticket und schaut er wieder zu denen. Und dann haben die schon gespannt, sie haben sie da halt einfach hingesessen und haben nicht damit gerechnet, dass da wirklich dann jemand kommt, der diesen Platz hat, und haben dann mit dem Typen diskutiert. Ja, also sie sitzen da jetzt schon die ganze Zeit und sie würden da gern sitzen bleiben. Er kann sie einfach vorne sitzen. Wir waren ganz hinten. Also wie asozial ist denn das? Ich kaufe praktisch für die letzte Reihe, was die teuerste in der Regel ist, Tickets. Ja. Und dann kommen irgendwelche Arschlöcher, setzen sie da hier und diskutieren dann auch noch mit dir, warum sie dann da sitzen bleiben sollen. Ja. Wollig. Also, und dann wundert es dich, dass Leute dann grausam vom Kino mittlerweile, wenn es mit solchen Arschlöcher im ganz Saal genau. sitzt. Also, wirklich ganz genau, das sind da so Momente, und ich bin eigentlich pro Kino, wo ich mir denke, manche Leute sollten da einfach fernbleiben. Bleibt's doch einfach daheim. Vor allem der Typ neben mir, der hat sich diesen Film überhaupt nicht angeschaut. Für was gehe ich ins Kino? Ja. Für was? Naja. Also auf jeden Fall Nürnberg. Wir haben hier die Geschichte der Nürnberger Prozesse. Der Mike denkt sich jetzt wieder, immer wieder diese Aufarbeitungsscheiße. So muss man aber sagen, von den Nürnberger Prozessen gibt's sehr wenig Filme. Und das verstehe ich eigentlich nicht, weil die Show echt viel hergeben hatten. Also es geht ja um die Hauptangeklagten. Damals sind ja 22 Nazis angeklagt worden, unter anderem der Hermann Göring. Und der wird gespielt von Russell Crowe. Der Pater Amort. Ja, der angeblich für diese Rolle nur 22 Kilo zunehmen musste. Klar, Russell Crowe, hätte ich auch behauptet, dass das nur für die Rolle war. Ach du Scheiße. Und für das, dass also Russell Crowe ist ja auch so einer dieser Schauspieler, die ja versuchen, in diese Rolle reinzuschlüpfen und keine Ahnung. Hätte er sich vielleicht da ein paar Dokumentationen angeschaut, dann wäre ihm auch klar gewesen, dass er ja eigentlich der Hermann Göring gerade in dieser Gefangenschaft brutal abgenommen hat. Warum er jetzt dann noch 22 Kilo zunehmen hat müssen, naja. Weil er es kann. Ja. Meine Erwartungshaltung war, dass man viel mehr von diesem Prozess sieht. Was habe ich bekommen? Ich habe die sehr amerikanisierte Geschichte bekommen, wie der US-Militärpsychiater Douglas Kelly, gespielt von Rami Malek, sie praktisch um diese NS-Hauptkriegsverbrecher kümmern soll. Unter anderem, wie schon gesagt, Hermann Göring, um in seine Psyche einzutauchen, damit der wiederum Informationen an die amerikanischen Ankläger geben kann, damit die ihre Argumentation besser machen können. Eigentlich fragwürdige Geschichte für das, dass die diesen ganzen Prozess ja deswegen machen, damit die ja besser sind wie die Nazis, um zu zeigen, dass man mit einer vernünftigen Gerechtigkeit das ja viel besser entscheiden kann, ob jemand sterben soll oder nicht. Und
es geht halt hauptsächlich um diesen Douglas Kelly. Der ist neben am Hermann Göring die Hauptfigur. Also gut finde ich, dass es den Film überhaupt gibt. Sie haben es zumindest versucht und das mit der Verhandlung kommt jetzt mal ein Stück weit besser rüber. Was ich aber schlecht finde, ist, es erweckt den Eindruck, als hätte es eigentlich nur 4 richtig schlimme Nazis gegeben, oder sagen wir mal mit dem Rudolf Hess vielleicht 5, die am Ende alle umgebracht worden sind. Jetzt warte ich kurz auf die Reaktion von Mike, ob der da irgendwas dazu sagt. Ich hätte gern von dir hören, wie es weitergeht. Okay. Genau das, was mich gestört hat, habe ich dann auch nach dem Film meiner Frau gesagt, weil sie mich halt gefragt hat. Und dann sagt sie zu mir, ja, die sind doch auch alle umgebracht worden. Dann habe ich erklärt, dass das nicht der Fall war, dass da sogar welche freigesprochen worden sind. Da hat es mich als Lügner bezeichnet und hat dann behauptet, nein, die sind alle umgebracht worden. Und dann habe ich gesagt, ja, na, wenn es jetzt so jemanden wie einen Dönitz nimmst, dann hat es gesagt, niemand weiß, wer das ist. Den einzigen, den man da kennt, ist der Hermann Göring. Und der ist gestorben. Okay. Ja, also für Leute, die einfach mal eine gute Verfilmung von diesen Nürnberger Prozessen sehen wollten, es ist eine Sollen was anderes schauen, oder? Geschichtlich nicht ganz so extrem akkurat. Also man bekommt es nicht wirklich mit, wer neben dem Hermann Göring nur sonst wie verurteilt worden ist. Aber wie gesagt, den Versuch sollte man zumindest mal lobend erwähnen. Und was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass der Film ein Budget hatte von 10 Millionen und 60 oder 57 Millionen eingespielt hat. Meine Theorie, weil immer, es ist unter anderem Russell Crowe dabei, der Rami Malek, dann der Sohn von Tom Hanks, also der Colin Hanks, und sonst auch noch einige Schauspieler, die man schon des Öfteren gesehen hat, unter anderem Michael Shannon und sowas. Also so viel Budget für das Ganze drumherum kann dann eigentlich gar nicht da gewesen sein. Vor allem, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Russell Crowe so aus reiner Herzensgüte heraus an Hermann Göring spielt. Aber der Film ist in Budapest gedreht worden und das haben wir, glaube ich, bei Until Dawn damals ja auch schon besprochen, dass man ja in Ungarn extrem günstig Filme tragen kann. Finde ich auf jeden Fall faszinierend, weil dass man dieses Nürnberger Setting einfach so in Budapest aufbaut, nicht schlecht. Ja. Und das Buffet war wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, sonst bei der Russell Crowe auf gar keinen Fall hier. Genau. War wahrscheinlich so ein Lock. Ja, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, ja, dass der Film teilweise dann schon schlecht angekommen ist, weil der Russell Crowe hat den Hermann Göring dann teilweise so witzig gespielt. Ja, das habe ich zu dir gesagt. Das habe ich gehört. Also ich habe einen Podcast gehört und haben es auch über diesen Nürnberg geredet. Und dann hat es geheißen, dass der irgendwie so mit Wortwitz und irgendwie so dieser, so wie so clownmäßig dargestellt wird, weil er so lustig ist immer. Also wenn es auf einen kompletten Film bezogen ist, dann kann ich das bei manchen Szenen verstehen, gerade so, wenn die Geschichte vom Rudolf Hess erklärt wird, das ist schon sehr klamaukig. Wenn es aber um die Darstellung vom Hermann Göring geht, also da wieder, wenn man sich geschichtlich mal ein Stück weit damit auseinandersetzt, der Hermann Göring war halt so. Der war ja so von sich selbst überzeugt, dass der sich da vorhin hingestellt hat und gesagt hat, ja klar haben wir das alles gemacht. Also, okay. Der war halt so. Ich finde, dass der Russell Crowe ihn tatsächlich sehr gut getroffen hat. Schön. Ja. Schön. Also ja, am Ende des Tages ist es ein Zweiter Weltkriegsfilm. Ja, aber schön, also schön, wenn er gut schauspielt hat. Genau. Gut. Das waren meine 2 Warlecks. Also das eine ist natürlich Balek mit diesen netten Menschen, die mich da im Kino mit begleitet haben. Aber es ist echt ein Graus. Und hier Frage an Leute, die irgendwie uns hören und für Straubinger Kino arbeiten. Wie zum Teufel kontrolliert ihr denn, ob da überhaupt die richtigen Leute in den richtigen Saal reingehen? Die einzige Stelle, die das kontrolliert, und ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht, ist die Kasse. Und da achte keine Sau drauf, wo du danach hingehst. Also es ist irgendwie schon komisch. Du denkst jetzt wahrscheinlich gerade irgendeine Lücke ins System auf. Ja, wie schon gesagt, mich hat ja schon aufgeregt, dass diese
netten Menschen, die neben mir gesessen sind, ja, nicht dabei die Karte dafür gehabt haben. Cool. Ja. So, was hast du nur? Ich habe einen Film gesehen, den habe ich mir extra gekauft und habe den aber günstig geschossen, weil ich mir gedacht habe, das wird echt ein Scheißdreck werden. Aber meine Kinder haben gesagt, sie hätten gern Pokémon Detective Pikachu singen. Und dieses verdammte Scheißteil war nicht einmal schlecht. Boah, das ist ja untertrieben. Du hast so eine liebevolle Review bei Letterboxd geschrieben. Ich bin wirklich da gesessen und hab mir gedacht, oh Mike, oh, ist das schön. Ja, er war toll. Also er war wirklich sehr gut. Jetzt so als Neuling in dem ganzen Pokémon-Sektor da. Der Film, der nimmt die Ski bei der Hand und führt die da ein in diese Welt mit diese Pokémon und auch wie die gemacht sind. Es ist jetzt quasi weg von diesem Zeichentrick-Stil, sondern es ist ein Realfilm mit Pokémon drin. Effekttechnisch allererste Sahne, wirklich super, wie die Figuren da in die Realität da eingefügt worden sind. Dann haben wir oftmals ein bisschen so düsteres Szenario, erinnert ein bisschen so an Blade Runner, weil wir so ein Neo-Noir ein bisschen drin haben und das ist ja auch so wirklich also eine Detektivgeschichte, in der dieser Pikachu quasi mit dem Sohn eines Opfers, eines Toten, der Tim Goodman, die suchen quasi den Mörder des Vaters, beziehungsweise suchen die den Vater selber, weil der ist unauffindbar. Aber es gibt Kameraaufzeichnungen, die zeigen, dass der beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und bei dieser Jagd nach dem, Vater oder noch den Täter gibt's halt allerlei Enthüllungen und Action und ganz viel Humor. Also der Ryan Reynolds, das ist im Endeffekt wieder, der Conny damals schon zu mir gesagt hat, das ist wieder Deadpool in kindgerecht und in Pikachu-Form. Aber so wie er da redet und so, war ziemlich cool gemacht, war verdammt unterhaltsam und schön. Also ein schöner Familienfilm. Schön. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, das stimmt. Bist du jetzt ein bisschen mehr in diesem Pokémon-Hype mit drin? Na, gar nicht. Das juckt mich überhaupt nicht, aber der Film war gut. Und der nimmt die halt auch, obwohl man kein Fan ist, so mit und kann man halt so auch losgelöst von dem ganzen Universum sehen, also als für sich stehenden Film. Aber ich bin jetzt nicht der sagt, weil jetzt lasst mich Karten sammeln oder ich möchte jetzt sofort alle Namen auswendig lernen und was ist die Weiterentwicklung vom Bisa Samen, Bisa Flor, Bisa, was war's der Geier? Ja, Nee, du. Hat nur noch Bisa Knosp gefehlt. Sehr gut. Ja, das wollte ich jetzt nicht, weil ich habe gestern eine Folge gesehen, da, wo sie alle Bisa Samen treffen und wollen dann sie weiterentwickeln und dann Bisa Knosp und dann geht's da hier und dann und Tentakeln und so und dann, Kinder, schaut's etwas Gescheites. Die Serie ist wirklich so ein verdammter Scheißmist, aber wie gesagt, ich kenne mittlerweile ein paar von den Figuren. Du bist sogar in der ersten Staffel. Du bist ja sogar in der ersten, und die Folge ist toll. Die Folge ist richtiger Scheißdreck, ist das, wirklich Scheißdreck. Also, voll Mist. Na, gar nicht. Also die ersten Folgen mit gerade wo Pikachu an Ash auch noch gar nicht mag und so und auch mit Smetbo, keine Ahnung, das ist ja, dieses dumme Elektrisieren, ich hab's schon mal gesagt, dieses dumme Elektrisieren, wenn ich das nur mal sehe, dass jemand elektrisiert wird und dann so komische Augen macht und dann so zieht, da kriege ich echt die Krise, das macht mich ganz wahnsinnig. Also die Serie ist wirklich ein Komplettausfall. Da hättest wahrscheinlich, da hättest mehr Spaß an Digimon. Also das kann ich da sehr stark empfehlen. Das ist und wie gesagt, ich rede ja auch meine Kinder nicht aus, die dürfen ja das, weißt du schon, aber manchmal, da wo es dann wirklich, wo ich gesagt habe, letztes Mal, da wollten sie auch, am Sonntagnachmittag, dann hat es geregnet draußen, sage ich, wisst ihr was, jetzt schauen wir uns einen Film an. Nein, sie wollen Pokémon weiterschauen. Sage ich, nein, wir schauen jetzt endlich wieder mal einen Film. Und was haben wir angeschaut? Bumblebee. Eben auch von Travis Knight, der den Masters of the Universe gemacht hat, den Neuer. Und so ein toller Film. Toll. Aber man hat als Familie wieder mal einen gescheiten Film gesehen, mit Humor und Action und Gefühl. Ich sitze mir jetzt nicht 2 Stunden her und schaue mir da diese Serie an. Überhaupt gar keine Chance. Keine. Mein Gott, die sind auch nur armer jung. Ja, aber sie dürfen ja wenn sie so schauen, also so mal 1, 2 Folgen, das passt dann schon. Aber ich habe jetzt gesagt, also wenn wir uns am Sonntagnachmittag miteinander hier sitzen, dann schauen wir die Scheiße nicht an. Weißt du, was du mit mir am Sonntagnachmittag hättest anschauen können?
Nürnberg Teil 2. Ja, genau. Einen Klassiker von 1964 und zwar vom 64. Oh ja. Du wirst es eh gleich wissen. Vom Hiroshi Teshigara. Nein, weiß ich nicht. Es tut mir leid. Das ist wieder so ein Samurai-Film, oder? Du bist doch wieder so ein Samurai-Kombi. Na. Wir sind ganz weit weg von irgendwelchen Samurais. Wir begeben uns nämlich zur Frau in den Dünen. Du erklärst mir jetzt hoffentlich, was das ist. Du machst mich fertig mit deiner Filmauswahl halt. Und zwar, also ich glaube, man kann es auf Deutsch so übersetzen, dass man sagt, das ist ein Insektenforscher. Zumindest in der Beschreibung steht Entomologe. Der Anton. Genau. Entschuldigung. Nicky Jumpai, der ist eben in so einer Küstengegend und sucht da seltene Insekten. Und hat leider dann, weil er gerade einen ganz besonderen Insekterius gefunden hat, seinen letzten Bus verpasst. Und dann trifft er halt ein paar Dorfbewohner und fragt dann so, ja, Leute, wann kommt denn der nächste Bus? Dann sagen die, hahaha, das dauert schon mindestens bis morgen. Aber sie helfen ihm und quartieren ihn bei einer Witwe ein. Die Witwe wohnt in einem Haus in einer Sandgrube unterhalb von einer Klippe und ist nur erreichbar über eine Strickleiter. Und am nächsten Morgen, nachdem dann der liebe Nicky wieder aufbrechen möchte, merkt er dann, die Leiter ist weg. Und somit ist er in diesem Haus in den Dünen gefangen. Und da hat er dann mehrere Fluchtversuche. Und ob er da wieder rauskommt oder nicht, werde ich nicht spoilern. Also zum einen basiert das Ganze auf einem Bestseller-Roman, ist, glaube ich, von dem Regisseur sogar geschrieben worden. Also deswegen hat er das sehr gut natürlich umsetzen können. Und was mich halt an dem Film so dermaßen beeindruckt hat, ist dieses Setting. Also nochmal 1964 und das Haus ist halt wirklich in so einer Sanddüne drin. Und die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Sand wegzuschaufeln. Also es bewegt sie ununterbrochen, dieser Sand zu diesem Haus hin, von oben vom Dach regnet es die ganze Zeit Sand. Diese Schauspieler sind voller Sand. Die haben dann einmal eine Liebesszene da mit drin und ich stelle mir das voll widerlich vor, wenn da diese zwei Körper sich voller Sand da aneinander reiben. Es gibt mehrere Szenen, wo die halt dann einfach nur da liegen, völlig mit Sand überzogen. Und ich stelle mir das so ätzend vor, diese körperliche Anstrengung, aber auch gleichzeitig, dass du dieses Szenario am Leben erhältst und dieser Aufwand, also das ist so krass beeindruckend. Ich habe mir dann gedacht, wenn es ein Remake von diesem Film gibt, dann ist es vollkommen unnötig, weil obwohl der Film schon so alt ist, funktioniert der einfach grandios gut. Und das ist auch wieder einer dieser Filme, die ich entdeckt habe, weil ich ja, das habe ich schon mal gesagt, diese Best-of Letterbox-Filme so ein Stück weit abarbeiten möchte. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die Frau in den Dünen zum Schauen, macht's das auf jeden Fall. Also ich war absolut begeistert. Wo ich jetzt noch nicht durchgestiegen bin bei der Erklärung, ist das ein Thriller, ist das ein Drama, was ist das? Also ich hätte jetzt schon gesagt, es ist eher ein Drama. Wie schon gesagt, ich will jetzt da auch nicht spoilern, aber es ist was zum Nachdenken. Also der Film hinterlässt was. Und die Botschaft von dem Film fand ich ziemlich stark. Der hatte damals 2 Oscar-Nominierungen bekommen.
und ist eine Rieseninspiration für ganz viele Regisseure, weil das eben so beeindruckend ist, wie das Ganze inszeniert worden ist von der Botschaft her. Das Ding ist halt einfach so unglaublich rund und völlig zu Recht in dieser hohen Bestliste mit drin. Was man halt schon merkt, ist, je höher so ein Film kommt, umso seltener kommt dann mal irgendwie was Lustiges oder nur was Actionreiches vor. Also es dreht sich halt irgendwo schon immer in diese Richtung Drama, Coming Out of Age, ja, so botschaftmäßig. Ja. Ja. Okay. Interessant. Also es ist jetzt aber auch nicht mordsmäßig schwierig oder so, wo man jetzt sagen muss, ja, okay, komme ich da überhaupt mit, sondern ich fand es einfach beeindruckend. Und es ist ein 3-Stunden-Ding, wie die allerweise so sind. Ich glaube, es waren 2 Stunden. Es gibt einen Director's Cut, der 147 Minuten lang geht. Aber ich habe jetzt dieses 2 Stunden Ding gesehen und das fand ich schon genügend beeindruckend. Okay. Also ist schon krass. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Wenn man sich sowas anschaut und sich dann denkt, ja, aber früher bei Kabel 1 war so das einzig Wahre, was jeden Tag rauf und runter gekommen ist, Bud Spencer und Terence Hill. Ja, nichts Schlechtes. Ja, aber ist irgendwie trotzdem halt traurig, dass man halt dann sagt, ja, okay, und solche wirklichen in meinen Augen halt irgendwie wichtigen Klassiker, sowas geht halt da voll unter und wird nie gezeigt. Schon traurig. Aber du schaust, dass diese Perlen nicht vergessen werden und jetzt wissen es leid, dass die es anschauen können. Ja, ich habe einiges hier drin nicht erwähnt, weil es zwar beeindruckend ist, aber dann schon auch anstrengend zum Schauen war. Aber das Ding, das war was, da habe ich mir gedacht, ach, das nehme ich mit in die Vorlex, weil es war trotz diesen 2 Stunden für mich sehr kurzweilig, aber halt, wie schon gesagt, wahnsinnig beeindruckend. Fand ich toll. Okay. Ja. Schön. Ich habe jetzt noch einen gesehen, dann mag ich nicht mehr und das kann ich nicht empfehlen. Und zwar habe ich gesehen Faces of Death. Den neuen. Den neuen, also wirklich den neuen, also ich weiß nicht, das ist eher so Reboot, keine Ahnung. Storytechnisch, die Margot ist so eine Überprüferin von Videos, die hochgeladen werden auf so einer Social-Media-Plattform. Also die muss sich den ganzen Tag über ganz wilde Sachen anschauen, die irgendwo pendeln zwischen so Beauty-Geschichten, zwischen so Life-Coaching bis hin zu so Prank-Sachen und dann halt muss sie immer unterscheiden, wo ist echte Gewalt, weil wir haben hin und wieder so explizite Sachen dabei, die sie dann versieht mit einem Stempel oder so und eines Tages kommen dann Videos, wo sie davon ausgeht, okay, das könnte wirklich echter Mord sein. Das Ganze wird dann von ihrem Auftraggeber ein bisschen so runtergespult und so und sie kriegt da einige Probleme und macht sie dann auf eigene Faust auf die Suche nach dem Verursacher dieser Videos. Weil sie selber auch eine Backstory hat, die der Antrieb sei für das, dass sie jetzt da auf die Suche geht. Nach dem Ursprung dieser Videos, die Snuffs darstellen sollen. Im Endeffekt hat diese ganzen Szenen, die man da sieht, Todesarten aus einem Videofilm aus den 70ern, und zwar Faces of Death. Da werden bestimmte Todesarten noch gestellt mit irgendwelchen Apparaturen und so und Leute kommen da wirklich zu Schaden. Ja, der Regisseur, der Daniel Goldhaber, der hat vorher Cam gemacht. Ich glaube, das ist ein Netflix-Film, den ich eigentlich ziemlich stark fand. Und er geht bei dem Film in eine ähnliche Richtung. Er möchte ein bisschen was aussagen über Social Media, über die Leute, über das Konsumverhalten. Und ist im Endeffekt präsentiert er dann einen Slasher, der ab der 2. Hälfte total käsig wird. Wir haben da Szenen, die sich auch immer wieder wiederholen. Wir haben wieder, Frau wird
gefangen genommen, kommt dann wieder aus, kommt dann wieder zurück. Ja, das wiederholt sich immer wieder. Dann am Anfang dieses Investigative, wenn man sagt, die Frau macht jetzt auf die Suche, wo kommen die Videos her, sie begibt sie in verschiedene Chatrooms und so. Das ist fast so wie bei Red Rooms ein bisschen so, aber kann die Qualität nicht erreichen. Wie gesagt, die erste Hälfte vom Film war noch einigermaßen unterhaltsam, aber wenn man dann sehr, sehr früh erfahrt, wer denn der Killer ist, und wo es dem sein Beweggrund ist und hin und her, da wird sie dann einfach nur ein Hin und Her. Es ist keine wirkliche Spannung oder Spannungskurve oder eine Story, die sie entwickelt. Es ist nur eben so ein Hin und Her. Personen von A nach B, Personen von B nach C, langweilig. Also auch gore-technisch, wenn man sagt, okay, Faces of Death ist ja doch so ein Video-Nasty von früher, wo man sagt, hey, das war so eine Mutprobe, den zum Schauen. Also der Neue ist keine Mutprobe. Also das ist ein Film, ich glaube, ich weiß nicht, die kannst du nicht ab 16 machen oder so, also da ist ja gar nichts drin. Also er ist nicht spannend, er ist nicht überraschend, er ist nicht gory. Es gibt jetzt keine Empfehlung von meiner Seite, das war nix. Die Idee an sich ist einmal nicht schlechter, wenn man dann sagt, okay, man nimmt diese Thematik auf und macht daraus was anderes, aber was die da draus dann gemacht haben, war leider nicht befriedigend. Nö. Ich habe irgendwie gedacht, das ist ja, also es basiert doch auf diesem originalen Faces of Death, oder? Du weißt ja, was das ist, oder? Hast du den schon mal gesehen? Ich weiß, was das ist, ich will das nicht sehen. Ja, aber es ist eigentlich nicht schlimm, weil ich glaube, 80% von alle Sachen in dem Film ja gestellt sind. Also damals hat man das nicht gewusst in die 70er, hat man auch ganz lang, braucht jetzt mir keiner verzeihen, in die 80er, 90er auch keiner gewusst, dass dies ganz viel gestellt sind, weil die Szenen schon wirklich sehr authentisch rüberkommen, eben auch diese Sache mit dem elektrischen Stuhl oder irgendwie so, oder das mit dem Affen, aber das soll ja angeblich alles gestellt sein. Und genau, also das ist jetzt nicht so schlimm, wie sie das immer angehört hat. Es war ja bei uns so ein Mutprobenfilm, den hat man halt gehabt und dann, wenn du irgendwie zum Spätzle gefunden bist, hast du den mitgenommen und gesagt, hey, da schau dir mal den an, das ist ein ganz wildes Ding. Und ist auch sehr morbide und das ist auch nicht für sanfte Gemüter empfehlenswert, weil man so Tiersnuff auch mit dabei ist, aus so Schlachtereien oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann halt eben noch diese gefakten, echten Todesarten. Und ja, mehr war das nicht. Das war einfach so bevor es Rotten Com gegeben hat, hat man Gesichter des Todes geschaut. Oh Gott. Rotten Com. So, meiner Meinung nach haben wir genug heute über die Rolex gesprochen. Gut, dass der Kani nicht dabei ist, der hätte jetzt da wahrscheinlich nur weit ausgeholt. Ja, wir haben den Mai und den Juni erfolgreich hier absolviert. Und ich freue mich aber natürlich auch schon auf die nächste Aufnahme, weil wir werden ja dann bis dahin hoffentlich Obsession gesehen haben. Ja. Wenn es gut und geht. hoffentlich Backrooms, der jetzt endlich hier in Deutschland erscheint, weil in London, wo ich vor 3 Wochen war, da gab es das Ding schon im Kino. Warum hast du da nicht angeschaut? Ja, weil meine lieben Freunde nicht mit mir ins Kino gehen wollten, mit denen ich dann da. Dann haben sie ja keine liebe Freunde nicht. Oder? Absolut, wenn mit dir nicht ins Kino geht, ist kein lieber Freund. Tja, na gut, dafür war mein Pub. Ich verzeih einer. Scheiße, ich doch aufs Pub, wenn ich Backrooms singen darf. Jetzt gesagt, du gehst nicht zum Bissel, dann kommst du 2,5 Stunden später wieder. Wie den Druck darauf gehabt und angestanden sind es auch so viel. Gut, dann vielen Dank, Mike, dass du diese Stunde wieder mit mir geteilt hast. Und sehr, sehr gerne. Ich freue mich natürlich, wenn unsere lieben Hörer auch sich hier beteiligen. Was habt ihr alles Tolles oder Beschissenes gesehen in den letzten 1,5 Monaten? Schreibt es ja gerne in die Kommentare. Was ist mit den Kinos los? Was habt ihr für Kinoerlebnisse die letzten Wochen gehabt? Weil Mike hat das ja Positives gehabt in Waldkraiburg und ich muss sagen, also Straubing, es ist Luft nach oben. Mike, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich, wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Servus und habe die Ehre. Adieu.